Heute im Team Ausland besuchen wir das schöne Nordkorea. Genau gesagt das Städtli Pyongyang. Und da kommt auch schon der 62-jährige Bae Yong-ah die Stege abgelaufen. Er wird heute uns durch das schöne Nordkorea führen. Hallo zusammen, ich bin der Bae Yong-ah. Ich bin hier in Nordkorea aufgewachsen und stirbe auch in Nordkorea. Nach einer 3-Stunden-Filzung vom Militär sind unsere ersten Stammgäste endlich am Ziel angekommen. Die erste Station bei unserem Rundgang ist ein kleines Apero. Jo, Sali zusammen, ich bin der Ciao. Bae Yong-ah. Ja, Sali, Bae Yong-ah. Sali, es ist ciao, alles ciao, das Fläschchen. Ciao, schon lange ja, nicht genau. gesehen. Ciao, Ja, weisst du. Hey Markus, Ja. das Lieseli, ciao. So, hoffe, Sie sind gut angekommen. Ich würde euch gerne eine Delikatesse aus der Gegend präsentieren, und zwar hier Beisiwasser mit ein bisschen Gaggiwürst. Das essen wir halt zum Morgen, weil auf unserem Land wächst nicht viel. Wegen dem bedienen wir uns unserer eigenen Nahrungskost. Und ich würde sagen, probiert einfach, bedient euch. Ja. Wir zögern nicht, nehmen die ruhig, da ist noch ein paar Gaggiwürst und gute Konsistenz. Also, mein erster Eindruck ist noch recht gut. Also, es gefällt mir. Es ist schön. Es ist wirklich schön. Also das Apero war wunderbar gewesen, wirklich, wirklich. Ich will wieder heim. Sie haben mich geschlagen, 3 Stunden. Und nur weil ich ein paar Fotos gemacht habe. Unseren Gästen gefällt es bis jetzt ganz gut in Nordkorea. Bei der zweiten Station von unserer Reise besuchen wir die lokale Farm, wo unser grosser Führer Kim Jong-un höchstpersönlich vorbeigegangen ist. So, dann sind wir auch schon da. Das ist der Pyeong-eater und er zeigt euch mal die Farm. Richtig, ich bin Pyeong-eater. Wir haben hier ganz viele Geisseli. Wir tun sie selber vergewaltigen, melken und schlachten. So, das ist alles Familienbetrieb. Das ist schon seit Tausenden von Jahren. Und Kim Jong-un hat höchstpersönlich vorbeigeschaut und hat das als mega gut empfunden, was wir hier machen. Und hat dann auch mal entschieden, dass wir auch hier ein paar Menschen foltern, die sich gegen den Staat auflehnen. Und ja, würde ich sagen, machen wir mal einen Rundgang, oder? Noch schnell eine kleine Randinfo. Beim Pyeong-eater macht einfach, was er sagt, sonst landet er dann auch hier in diesem Schlachtungsbetrieb. Und Der kleine Familienbetrieb ist der einzige Betrieb in Pyongyang, der Geissen aufzieht oder sonst irgendetwas Essbares hat. So, das sind unsere Geissen. Die sind noch nicht ganz schlachtreif. Wegen dem müssen wir sie jetzt noch ausmelken, bis sie umkehren. Dürfen sie gerne ein bisschen streicheln. Weil mehr Zuneigung bekommen sie nicht, weil in einer Woche müssen sie zuerst unter den Hammer und dann unter den Sichel. Dann gibt es ein Festmahl für Kim Jong-un, während die armen Leute zuschauen und verhungern. also, die Geissen sind ja, die sind so seidig gewesen. Die sind so seidig gewesen, gell? Gell, Margret? Ja, voll.